Herzlich willkommen zurück auf dem besten Zweikanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich bin Adi. Ich bin Hanna. Und wir haben eine Runde Frage Go gespielt. Scheiße, das geht jetzt los. Kannst du mal nach mir Papa-Platte? Nee. Bro! Das war cringe. Ja, was geht? Ich wollte fragen, ob du gut kochen kannst. Ja, ist ein bisschen random, ne? Kannst du kochen, Hanna? Die Frage war an dich, aber ich finde, du kannst. Also, wir haben beide unsere Kochfähigkeit die letzten Wochen verbessert. Adi hat heute Tiefkühlgemüse gemacht. Mit Spinat. Also, ich kann dir mal ein kurzes, so ein bisschen mein Repertoire geben. Ich kann Spaghetti, Nudeln, Ofengemüse. Ja, so das halt, ne? Jo, danke schön. Ey, danke. Vielen Dank. Tschö. Ciao, ciao. Moin, moin. Hallo? Hallo. Moin. Ich hätte eine Frage. Also, für wie viel Euro würdest du OnlyFans machen? Du musst schauen, dass es sich rendiert, dass du keine nicht mehr auf Kooperationen angewiesen bist. Das heißt, es muss auf jeden Fall mehr sein als das, was du jetzt kriegst. Also, boah. Oder nur kriegen könntest, in einem Jahr zum Beispiel. Also, ganz ehrlich, ich würde... Boah, schwierig. Ich bin gar nicht so abgeneigt. Also ich bin nicht so nah dran, das zu machen, aber ich finde OnlyFans gar nicht so ein Shit. Die Frage ist, hast du schon mal gezahlt für OnlyFans? Nee, ich nicht. Ja? Auf keinen Fall. Aber mein Papa. Also okay, wenn du eine Zahl willst, ich glaube... Ja, die Frage ist, was würdest du machen auf OnlyFans? Du kannst ja alles machen. 8 Millionen? Na. Fuß-Content. Was für Content? Ja, es muss halt schon so Content Fuß-Content. sein, muss schon so Nude-Content sein. Muss nicht sein. Fuß-Content reicht auch. Okay, Fuß-Content reicht. Ja gut, Fuß-Content würde ich... Digga, ich sag ganz ehrlich, wenn mir jemand jetzt 200k überweist, ich würde actually Fuß-Content machen. Willst aber so du auf für Real. 10k machen? Nee, 200k. Für 10k Fuß-Content? Nee, für 10 Nicht so. nicht. Einfach so. Nee. Bar auf die Hand. Nee, du musst ja dann immer posten. Du kannst nicht nur einmal und Ach dann so. wieder Frisuren-Content. Ja, du, Hanna? Ich bin noch nicht so offen wie du. Ja? Für wie viel? Willst du für 10 Millionen? Boah. Aber muss es? Es kann ja so einfach nur so nice Bilder sein, theoretisch. True. Aber mit halt der Absicht, dass Leute payen, weil sie dich attraktiv finden. Ja. Ob du jetzt was zeigst oder nicht. So, die Absicht ist ja die gleiche. Das stimmt, ja. Ja, vielen Dank für deine Frage, Digga. Ist ja dann trotzdem, du musst dann trotzdem so Ja, Content okay, danke. produzieren. Wenn du mir 5 Millionen gibst, mache ich OnlyFans. Okay. Ey, danke. Schöne Grüße nach Alles, Österreich. ciao. Okay, lass mal hier. Fichtelpfanne, Digga. Moin, moin. Moin, moin. Hallo. Ich wollte fragen, wer macht von euch die besseren Burger? Oh, wir haben letztens zusammen Burger gemacht. Interessante Frage auf jeden Fall, aber ich sag ganz ehrlich, Wieso? ich habe mehr Erfahrung im Burger gemacht. Ja, das stimmt. Wie viele Burger hast du schon gekocht in deinem Leben? Gekocht. 2, 2 nur. 3. 3. Ja, das ist nix. Aber ich mach sie gut. Burger Buns mit Butter einschmieren und anbraten Ja. oder ohne? Ja. Bisschen Speck, Okay. bisschen Ei. Gut. Preiselbeeren? Boah. Preiselbeeren finde ich sehr geil. Aber habe ich noch nie beim Burger gemacht. Nee, nicht Preiselbeeren, sondern Preiselbeeren. Ich komme aus Bayern und bei uns ist das schon der Hit. Also ja, Bayern ist ja basic. Rösti, Preiselbeeren, Spiegelei, Ja. Cheddar. Musst du ausprobieren. Hammer. Ich sag's dir, da geht der eine ab. Ey, machen wir. Schönen Abend noch. Ja, danke. Aber Ey, Ehre. vielen Dank. Moin. Oh, servus. Hallo. Servus. Was ist deine Frage? Wann ist dir so das erste Mal bewusst geworden, dass du mit diesem ganzen Influencer-Zeug, ja, also dass du davon leben kannst, weißt du? Diepe Frage auf jeden Fall. Ich glaube tatsächlich, der Punkt, also man weiß das nie so fix, dass du davon leben kannst, weil du musst dir wie vorstellen, man fängt halt damit an, nicht um Geld damit zu verdienen und dann machst du das neben dem Hauptberuf und dann verdienst du vielleicht ein bisschen Geld damit. Und dann kannst du dir ja nur vorstellen, ey, wie wäre es, wenn ich das zu 100% machen würde neben dem Beruf? Aber du kannst dann noch nicht abschätzen, wenn ich dann das wirklich 100% mache, verdiene ich dann auch 5-mal mehr als halt vielleicht vorher nur so, wenn man 20% gearbeitet hat. Aber das erste Mal bewusst. Ja, du kommst ja dann schon irgendwann an den Punkt auch zu sagen, okay, ich mache jetzt meinen eigentlichen Beruf, höre ich jetzt auf und mache dieses Social-Media-Ding komplett. Also das war ja bestimmt schon eine relativ große Entscheidung auch, oder? Ja, safe. Ich glaube, es gibt halt 2 Arten von Leuten. Es gibt halt die halt irgendwie so krass schnell groß werden und dann wissen, so, yo, das reicht easy zum Leben. Bei mir war es halt nie so, ich hatte nie so diesen krassen Hype oder irgendwie so, ne, so, bin so schnell gewachsen. Das war, glaube ich, so 2020, gerade am Anfang der Corona-Pandemie. Und dort habe ich halt noch auf Schweizerdeutsch Content gemacht und bin dann auf Schweizerdeutsch hauptberuflich geworden mit dem Ganzen. Und ich wusste so, ja, ich werde schon über die Runden kommen, aber ich wusste jetzt nicht, dass ich davon leben kann. Ich konnte dann auf Schweizerdeutsch davon leben, aber auch nicht wirklich gut so. Ja, okay, Ja. krass, ja. Aber man muss einfach, Ja, okay, keine Ahnung, ich glaube, es ist überall im Leben ein bisschen so, man muss es manchmal riskieren. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber man muss ja schon sagen, dass du jetzt momentan so in deiner Prime steckst, oder? Also, dass du jetzt schon, auch mit den ganzen anderen Streamern, dass du jetzt in Kontakt bist und so, das pusht dich ja auch schon ein bisschen, oder?
Also zumindest bekommt man das hier in Deutschland so mit. Ja, also ich glaube, irgendwie Prime kommt, glaube ich, für einen selber nie so rüber, weil selber denkt man immer so, ja, da geht noch mehr, da kann man immer mehr machen. Ja, wahrscheinlich denkst du das dann in 2 Jahren, denkst du dann so zurück und sagst, okay, das war damals meine Prime. Ja, voll. Nee, aber ganz objektiv gesehen, wenn man so betrachtet, ist schon momentan sehr krass. Auch wenn jetzt zum Beispiel sind halt nicht so viele Plattformen, wo so ein bisschen was läuft. Es ist nicht so eine Plattform, die so krass, aber überall so ein bisschen. Also ist schon. Ja, du kannst auf jeden Fall mal öfter streamen, das stimmt schon. Ey. Mindestens einmal im Monat, sag's wie es ist. Ja, einmal im Monat. Ja, Herr Mester, vielen Dank für die Frage. Ja, und dann schönen Abend. Schönen Abend noch. Danke. Ciao. Hey Digga, du hast die Frage gar nicht beantwortet. Sag du noch kurz. Ich habe so lange überlegt. Ich bin auf Risiko gegangen auf jeden Fall. Ich habe mir nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich habe so gedacht, ja, ich mach das jetzt, schau mal, wo es hinführt. Vielleicht kann ich davon leben, sonst nicht. Aber ich glaube, bei den meisten ist es ja auch so. Die meisten Leute haben nicht jetzt so... Es ist halt nicht so der harte Fokus. Das ist halt das große Ding, glaube ich. Was? Dass man sich jetzt nicht so voll den Plan macht, du hast so viel verdient jetzt 10 Monate, dann den nächsten Monat so viel. Aber ich glaube, wenn du halt so einen krassen Hype hast, wie zum Beispiel Hugo jetzt, dann weißt du ja vom einen auf den anderen Tag, ja, ich kann davon leben. Aber ich sag mal so, bei 90% von den Leuten hast du halt nicht so einen krassen Wachstum direkt. Da hast du so einmal eine Kooperation und dann 4 Monate lang gar nichts mehr. Und dann kommst du halt so irgendwann an den Punkt, wo du so denkst, ich könnte vielleicht davon leben, aber ich weiß nicht. Und dann probierst du es und wahrscheinlich funktioniert es vielleicht auch nicht so. Also bei mir hat es ja eigentlich nicht funktioniert, aber es war irgendwie egal. Bei dir funktioniert es jetzt noch nicht. Guter Punkt. Moin. Servus. Was geht ab? Ich wollte mal fragen, was so dein Lieblings- oder wenn du eine übermenschliche Kraft wählen kannst, welche nicht dazu wählen? Ey, was ist das für ein Dialekt? Tirol. Ja. Tirol. Eine übermenschliche Kraft. Superkraft. Ja, ey, sehr basic, Digga, aber ich glaube... Beamen. Na, ja, actually, ja. Viele Leute würden sagen fliegen, aber so irgendwo sich hin, wie sagen wir den? Beamen. Sich hin beamen, das ist schon sehr geil. Dann kannst du sagen, ey, ich komme zu dir, dann bist du in 3 Sekunden da. Das ist mega geil. Was wäre es bei dir? Auch beamen, ja. Okay, und was wäre deine? Ich glaube, so fliegen. Ja, fliegen auch strong. Da hat jemand gefragt, woher mein Interesse zum Fußball kommt. Kann ich es erzählen? Erzähl's, Hanna. Ich spiele wohl beim großen Fußballspiel mit und ich möchte nicht wie immer... War dein Headset sieht so versifft aus. Das habe ich mir vorgenommen. Ich werde nicht trauern auf der Ersatzbank, sondern ich werde besser und dann kann ich mitspielen. Dann lasst mir die großen Jungs mitspielen. Das ist so richtig sad erklärt gerade. Es ist eine sad Story, ehrlich gesagt. Ja, und dann... Darf ich nicht. Ja, auf keinen Fall. Ich glaube, dann ist das Ding durch. So Bock auf das Sprite, das da im Wohnzimmer steht. Ich hole das jetzt nicht. Ja, hol doch das Sprite. Wenn ich besoffen bin, fliege ich auch immer, sobald ich fliege. Ah, chillig, Digga. Ey. Wieso? Das sind alle das Headset. Das ist ranzig ist. Das ist gar nicht so... Nee, aber so ranzig ist gar nicht. Das ist nicht ranzig, das schaut nur so aus. Weißt du? Das schaut so schmutzig aus, aber in Wirklichkeit ist das so... Ja, wenn man das hin und her bewegt, dann ändert es die Farbe. Wie wählerisch es. Es ist gar nicht so ugly. Es ist nur ein bisschen ugly. Ja, ey, vielen Dank für eure Fragen. War ein sehr, sehr geiles Video. Bitte lasst... Wir beenden das Ding jetzt einfach scheiß drauf. Vielen Dank für eure Fragen. War ein sehr, sehr geiles Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.